Hallo Reisefreunde und einen wunderschönen guten Abend. Heute gibt es ein kleines Video-Experiment, denn heute ist Donnerstag, der 8. November. Es ist 14:22 Uhr und wir beginnen den Vlog genau jetzt. Es gibt also heute Abend quasi einen Live-Vlog sozusagen. Karl, der ist nicht mehr hier und auch sonst hat sich einiges verändert. Was alles, das verraten wir euch später. Jetzt geht's erstmal über eine Landesgrenze. So, liebe Reisefreunde, wir sind mittlerweile auf der Autobahn. Steffi hat das Steuer übernommen und bevor wir euch jetzt verraten, in welches Land wir fahren, ja, ist ja ein Riesengeheimnis, wollen wir mal... Eins der Nachbarländer würde ja noch fehlen. Ja, das stimmt. Eins fehlt ja noch, genau. Ja, möchten wir aber noch Danke sagen für die ganzen Aufrufe beim letzten Video vom Swiss Caravan Salon. Das waren jetzt insgesamt schon 25.000 Aufrufe. Damit hätten wir ja niemals gerechnet. Und da haben wir das letzte Video dann einfach ausfallen lassen. Ja, muss auch mal sein. Ja, bevor wir jetzt die Grenze überqueren, wie gesagt, haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Und diese Zeit, bevor wir euch verraten, was mit Karl ist und eben wo es hingeht, klären wir noch ein paar Fragen. Ich habe heute Morgen auf Instagram aufgerufen, man soll uns Fragen stellen. Und jetzt stellen wir die Steffi mal. Ich muss die mal schnell suchen. Und zwar hier, genau. Man kann uns da immer Fragen stellen und da sind ganz viele Fragen gekommen von unseren lieben Vloggerfreunden Verreis. Die sind momentan in Georgien unterwegs. Wenn ihr die nicht kennt, dann verlinken wir oben mal noch den Kanal. Und zwar die erste Frage ist, in welchem europäischen Land hattet ihr das beste Bier? Ja, das beste Bier. Das kann ich nicht beantworten. Also, da ich kein Bier trinke, gebe ich die Frage gleich weiter. Das beste Bier, würde ich sagen, das war wahrscheinlich im Kosovo oder in Litauen. Da gab es zweimal richtig gutes Bier. Aber es gibt oft gutes Bier, definitiv. Dann die nächste Frage, jetzt ist gerade ein bisschen laut, ja, aber es wird gerade besser. Was war das schlimmste Erlebnis auf eurer Reise und was war das schönste Erlebnis? Da kannst du jetzt etwas sagen. Das ist immer so schwer, das waren jetzt knapp 2 Jahre und jetzt das Schlimmste, da herauszufiltern. Also schlimm war sicher die Schwarzmeerküste in Bulgarien, das war ein riesengroßer Schock. Und das schlimmste Erlebnis, würde ich schon sagen, dass uns die Seitentür abgefallen ist, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Also das war das existenziell, das Bedrohendste. Ja, und das schönste Erlebnis? Ja, schöne gibt es so viele. Für mich sind ganz besondere Erlebnisse immer, wenn wir Delfine oder Wale sehen. Und das war ja zum Beispiel in der Türkei, in Istanbul der Fall. Da haben wir sie ganz nah gesehen. Das war für mich so ein richtig tolles Erlebnis. Und da gibt es halt diese Wow-Effekte, wie zum Beispiel Lemberg in der Ukraine, die Stadt, die uns da total geflasht hat. Ja, nächste Frage, wie habt ihr euch kennengelernt? Das haben wir schon mal erzählt und wir haben darüber sogar extra mal ein Video gemacht. Das findet ihr jetzt auch hier oben, aber wir können es ja verraten. Wir haben uns in der Schule kennengelernt, wir sind bald 15 Jahre zusammen und ja, ich habe in diesem Dorf gewohnt, Steffi hier. Die Schule war dann in der Mitte und dann haben wir uns hier getroffen und dann, genau, war das etwa diese. Aber schaut mal das Video, das ist richtig cool, das haben wir auch in der Schweiz gedreht. Nächste Frage ist von 8 Paths. Lohnt sich das Baltikum für eine 2-wöchige Reise? Oh, Tunnel, jetzt ist wieder hell. Die Frage stellt sich natürlich, wie lange ist die Anreise? 2 Wochen im Baltikum, das reicht meiner Meinung nach aus, wenn man sich ein bisschen vorher informiert, was man gerne anschauen möchte. Weil man muss sich vorstellen, die 3 baltischen Länder zusammen, die sind in etwa so groß wie halb Deutschland. Und man kann die relativ gut verbinden. Man kann ja zum Beispiel auch mit der Fähre von Kiel anreisen und dann nach Peda, genau. Kann man fahren mit der Fähre, so erspart man sich natürlich auch viel Zeit zur Anfahrt. Und ja, also ich finde schon, dass man dann in 2 Wochen da richtig viel sehen kann. Gut, letzte Frage für die jetzige Fragerunde, gibt es später vielleicht nochmal eine. Euchen fragt,
wisst ihr schon, wie die Route nach Kasachstan aussehen wird. Und ich glaube, jetzt beenden wir dieses Video einfach mal hier, lassen die Bilder weiter sprechen. Das ist dann Thema von einem anderen Video später. Heute kümmern wir uns noch nicht um das, aber ist eine sehr, sehr gute Frage. Ihr habt es vielleicht den Bildern angesehen, wir sind in Deutschland, wir sind in Konstanz und ganz ehrlich, so sehr wie Malle nicht mehr zu Spanien gehört, glaube ich, gehört Konstanz auch nicht mehr zu Deutschland. Das ist nämlich Schweiz. Ja, hier erledigen wir Schweizer unsere ganzen Angelegenheiten. Wir werfen hier die Briefumschläge ein der Bestellungen, die nach Deutschland gehen, weil man kann bei uns ja die Sticker bestellen. Das haben wir euch ja schon mal gesagt. Jetzt gab es die bis jetzt immer nur zusammen und seit neuem gibt es die auch getrennt. Man kann also nur Europa ist geil bestellen oder nur Karlchen. Und das haben jetzt schon einige genutzt und deshalb ja, habe ich jetzt hier wieder einen kleinen Stapel Umschläge, die ich jetzt da einwerfe und ich werfe die nicht nur ein, ich tausche die ein. Und kleiner Funfact noch am Rande. Wir Schweizer gehen nach Deutschland, um unsere Post zu versenden. Nicht Schweiz intern, das lohnt sich nicht. Aber alles, was ins Ausland geht. Und wir haben vor kurzem auch Post gekriegt, zu Hause. Und wir dachten, hä, ein Brief aus Schweden. Oh, Knöllchen. Und als ich den dann geöffnet habe, nein, kein Knöllchen, aber schon eine Rechnung. Die Norweger haben uns die Maut zugesandt. Da fährt man ja durch diese elektronischen Mautstellen und bezahlen tut man das nicht im Land selber, sondern man kriegt danach eine Rechnung nach Hause. Und die hat sie jetzt tatsächlich auch bis in die Schweiz geschafft. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, haben wir irgendwo 47 Schweizer Franken da liegen lassen. Wir blenden es euch nochmal unten ein. Und ja, cooler Funfact, oder? Die Norweger, die machen das Ganze, das genau gleiche wie ich jetzt hier heute. Die gehen nämlich nach Schweden, um ihre Post einzuwerfen. Jetzt brauchst du meine Kreditkarte, hast du gesagt, hä? Ja, gerne. Gut, so läuft das bei uns. Bitte schön. Er kriegt auch die ganzen Einnahmen. Müsst jetzt nicht irgendwie traurig sein oder Mitleid finden. Und ich muss jetzt da ja auch alleine raus. Und vielleicht brauche ich ihn dann auch noch, weil ich komme mit ein bisschen mehr raus als den hier. Ja, es gibt noch eine Zwischenreise, die akzeptieren keine Kreditkarte, nur EC-Karte. Und ich weiß nicht, also ich habe nur 5 Euro Bargeld. Wie sieht es bei dir aus? Nochmal das Portemonnaie von mir. Hä? Gar nichts. Gar nichts. Ja, müssen wir schnell Bargeld holen. Ich weiß wo. Zweiter Versuch. So, eine ordentliche Ladung voll Geschenke. Ist denn heute schon Weihnachten? Vielleicht ein klitzekleines bisschen. Was hast du denn bestellt? Stoff. Viel Stoff. Möchtest du unseren Zuschauern vielleicht sagen, für was du so viel Stoff bestellst? Oder müssen sie es selber herausfinden? Dann habe ich ein bisschen Angst, dass ich danach so viel nähen muss. Oder darf. Ja, wir haben so was Cooles Neues gemacht. Geht am besten mal schauen bei uns im Shop auf Kommen wir das zu. Link jetzt hier oben. Ja, guckt es euch mal an. Das sind ganz coole Duschbeutel, Teppiche oder wie auch immer ihr die nennen wollt. Und da gibt es hier zum Beispiel dann das Ganze. So sehen die dann zum Beispiel aus. Ich habe hier gerade den Stoff bekommen. Alles handgemacht von dir, oder? Alles handgemacht von mir, genau. Weil wenn ich den da an die Nähmaschine lasse, dann... Aber wir machen da mal noch ein eigenes Video darüber. Auf jeden Fall. Also, genau. Weiter geht's. Jawohl. Aber ihr Lieben, wir fahren nicht nur nach Konstanz, um günstig einzukaufen oder die Post aufzugeben, sondern auch, weil diese Stadt einfach richtig, richtig cool ist. Heute spielt leider das Wetter nicht wirklich mit, aber wir lieben diese Stadt. Wir gehen hier gerne essen, es hat super gute Restaurants und einfach der Vibe in dieser Stadt, der ist richtig cool. Würden wir diese Stadt nicht schon so gut kennen, würden wir wahrscheinlich sagen, die ist sogar ein Sticker wert.
Ich zeige euch mal ein bisschen die Stadt, während Steffi hier bei Karstadt sich noch so ein bisschen um Farben und Formen und Stoffe kümmert. Los geht's! Was natürlich nie fehlen darf, wenn wir nach Konstanz gehen, ist eine Currywurst, eine rote. Die kriegen wir in der Schweiz ja nicht. Und für Steffi ein Fleischkässemmel. Das gönnen wir uns jetzt noch kurz. Und wir sind am nächsten Ort in Konstanz, der uns super gut gefällt. Wir sind am Bodensee. Und Bodensee, Schifffahrt und so weiter, das verbinden wir natürlich auch mit Konstanz. Und der schöne Biergarten da vorne, der hat aber leider bereits geschlossen, weil Biergarten direkt am See, das ist natürlich auch was Feines. Aber jetzt wollen wir nicht mehr länger um den heißen Brei rumreden. Ja, wo ist denn eigentlich Karl? Ja, der Karl, der ist nicht mehr bei uns. Seit heute Morgen ist er nicht mehr bei uns. Die Kontrollschilder sind abmontiert. Die Kennzeichen sind abmontiert. Er ist in der Werkstatt und ja, jetzt heißt es für uns warten. Warten auf die erste oder die zweite Offerte, was das Ganze kosten soll. Es soll jetzt ein bisschen günstiger werden. Mal sehen, was das Ganze kostet und ob es sich dann das lohnt, auch zu reparieren. Wir beide sind ja schon schwer der Meinung, dass man das Auto reparieren soll, weil uns liegt es sehr, sehr am Herzen und wir würden natürlich sehr, sehr gerne auch mit diesem Fahrzeug weiterreisen. Aber ich gebe den Ball gleich zurück. Was ist denn jetzt mit dieser dritten Staffel? Alle erzählen von dieser dritten Staffel. Kommt denn die dritte Staffel? Es fehlen ja noch ein paar Länder, oder? Welche sind das? Das sind, wir gehen mal der Reihe nach durch, wie wir die auch bereisen könnten. Da wäre mal Malta, ganz im Süden. Das wäre natürlich auch ein cooles Ziel jetzt noch über den Winter. Aber eben, erst muss Karl MFK haben oder TÜV haben und dann können wir weiter planen. Deshalb sind wir momentan so ein bisschen zwischen Tür und Angel. Wir können keine Pläne machen, weil wir wissen nicht, wie es mit unserem Fahrzeug weitergeht. Aber Malta, sobald Karl fit ist, wird wahrscheinlich schon dann so ziemlich das nächste Ziel sein. Genau, dann haben wir noch Kasachstan, Island und zum Schluss dann Liechtenstein. Das ist ein bisschen einfacher. Also die Reise, die wird sicher weitergehen und wir hoffen natürlich, dass es eine dritte Staffel gibt. Wir wissen alle, dass ihr mitfiebert mit uns und uns die Daumen drückt. Das ist super, super lieb. Wir hoffen natürlich schwer, dass das weitergeht. Aber wir haben auch noch ein paar Überraschungen im Gepäck. Wir machen nämlich demnächst noch einen Roadtrip durch die Schweiz. Ja, dazu verraten wir euch, sobald das alles noch näher kommt, auch nochmals gerne mehr dazu. Das findet auf jeden Fall mit einem Camper statt, das können wir schon mal sagen. Genau, aber wir haben ja unseren nicht, also vielleicht könnt ihr euch schon denken, was jetzt kommt. Wir sind momentan ja zu Hause, wir haben Internet ohne Ende und entsprechend sind wir wahnsinnig viel am Arbeiten, toben uns kreativ auch aus. Und das hat zur Folge, dass immer wieder das eine oder andere Produkt mehr auf unserem Shop erscheint. Momentan nämlich warten wir gerade auf eine nächste Lieferung, die dann hoffentlich Anfang nächster Woche kommt. Ein Kalender. Genau, wir haben einen Kalender gemacht mit den schönsten Bildern. Wir haben auf Facebook abgestimmt, ob ihr Bock habt auf einen Kalender. Ihr habt gesagt ja und wir haben das Ganze umgesetzt. Es gibt jetzt also Kalendersticker, diesen Überraschungsdings, den Steffi da gesagt hat und wo sie die ganze Zeit rum und ran ist, da alles zu besorgen. Und ja, das läuft die nächste Zeit und heute Morgen, just heute Morgen, konnten wir den ersten fixen Termin fixieren. Das war jetzt ein blöder Satz, aber es ist richtig cool. 19. Januar, 14 Uhr, Atrium in Stuttgart an der Messe, an der CMT, unser Meetup. Wir konnten es heute Morgen fixieren. Wir haben da auch 4 Vorträge, aber das Meetup 19. Januar, 14 Uhr. Wir freuen uns. Absolut. Und an dem Wochenende, ich glaube 17., 18., 19., 20. sind dann auch die Daten, wo wir Vorträge halten an der CMT. Also auch das schon mal merken. Und ich glaube, dann haben wir alle News rausgehauen. Nee, wir haben noch einen Vortrag. Und zwar am 23. November haben wir noch mal einen Vortrag. Und zwar in Griesern heißt das Ganze, beim Camping Shop. Wir schreiben das alles Caravaning Shop. Caravaning Shop. Heißt der, genau. Und der liegt so zwischen Bern und Thun. Ist
also eher etwas für die Schweizer Fraktion von euch. Aber wir haben ja schon verraten, wir sind dann ja auch an der CMT. Alle Infos unten in der Infobox, also CMT sind wir dabei, dann bei diesem Autoshop sind wir dabei, Campingshop und wir sind noch mit anderen Messen in Verhandlungen, mit ganz, ganz spannenden Messen, die überall im Norden, Süden, Westen, überall verteilt sind. Österreich, Also ihr Schweiz. müsst einfach dabei bleiben auf allen unseren Kanälen, Instagram, Facebook und so weiter. Und wenn ihr noch eine coole Messe wisst, die bei euch in der Nähe ist, alles rund um Tourismus, Reisen, Caravaning, Camping und so weiter, lasst uns gerne als Kommentar unten wissen. Alles bis und mit April interessiert uns momentan. Danach wollen wir wieder unterwegs sein. Aber Jetzt hast du es aber verraten. ich habe nur gesagt, dann wollen wir wieder unterwegs sein. Genau, ja. Ja. Und nicht nur, wenn ihr Locations kennt, sondern ihr könnt uns theoretisch auch privat buchen. Also wenn ihr eine Firma habt oder irgendeine Feier habt oder irgendwas habt, wo ihr gerne einen richtig coolen Reisevortrag habt. Oder es dann bei euch im Ort vielleicht auch eine Location gibt. Es gibt ja immer mal wieder Restaurants, Bars und so weiter, wo man Vorträge halten kann. Packt das gern unten mal alles in die Kommentare. Oder ihr dürft uns natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben an info@comewithus2.com. Und dann, ja, freuen wir uns auf neue Ziele. Also ihr seht, es ist richtig viel los momentan. Darum ist dieses Video auch so ein bisschen zwischen Tür und Angel, weil wir einfach den ganzen Tag bei der Arbeit sind. Ich habe jetzt auch noch den Job als, wie sagt man, Social Media Manager des Nikolausverein übernommen in unserem Ort. Und ja, das gibt jetzt auch zusätzlich noch so ein bisschen Arbeit, aber macht unheimlich Spaß. Das ist jetzt ein Job, den ich über den Winter noch übernommen habe. Und ja, es macht einfach Spaß, jetzt richtig zu arbeiten und die ganzen Projekte umzusetzen. Und mit den Videos geht es natürlich auch weiter, auch wenn wir halt in den ersten Wochen keinen Karl haben. Da wird es ein bisschen schwierig, so ein bisschen Videomaterial zu schaffen. Aber ihr wisst noch, letzten Winter haben wir ja so eine coole Serie gestartet. Die können wir doch eigentlich auch mal wieder machen, oder? Genau, mit unseren Liebsten und Tollsten und Besten. Sowas meinst du? Und noch eine letzte Aufgabe an euch zum Schluss. Noch mal eine? Ja, weil es wird demnächst ein Video mit unserem Solarexperten von Auto Solar geben. Und wahrscheinlich hat der eine oder andere doch auch noch ein paar Fragen zum Thema Solar. Ganz egal was, schreibt knifflige Fragen rein. Wir würden den Till gerne auch mal sprachlos erleben. Schreibt auch eure Fragen zu Solar im Zusammenhang mit Camping, Caravaning und so weiter. Aber auch wenn ihr für zu Hause Solar wollt, weil er kennt sich in beiden Bereichen aus, schreibt auch diese Fragen gerne unten hin. Wir leiten die an Till weiter und dann ja, wird es wahrscheinlich noch im November ein Solar-Special geben. Also ihr seht, es ist richtig, richtig viel los. Es wird auf unserem Kanal nicht langweilig. Es gibt wahrscheinlich nicht mehr so regelmäßig Videos, aber alleine der Roadtrip durch die Schweiz, der wird ja richtig, richtig cool. Und ja, wir müssen jetzt Steffis Mama abholen, weil wir fahren ja ihr Auto momentan. Wir haben ja keins und darum... Sie ist jetzt fertig mit der Arbeit. Jetzt müssen wir sie abholen. Deshalb sagen wir jetzt schnell Tschüss, fahren nach Hause, zurück in die Schweiz. Ja, wir sagen aber nicht ganz Tschüss. Wir fahren jetzt erstmal zurück in die Schweiz. Ich warte. Nächstes Parkhaus, nächste Stadt. Wir sind in Frauenfeld im Kanton Thurgau. Wer unsere Thurgau-Videos gesehen hat, der kennt ja Frauenfeld schon ein bisschen. Was wolltest du sagen? Ich habe immer noch Umschläge dabei, weil es hat natürlich auch Schweizer, die gerne Sticker bestellen oder anderes bestellen und deshalb ja, müssen wir hier auch noch mal einen Briefkasten suchen. Vielen, vielen lieben Dank für alle die Bestellungen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit bei diesem bisschen anderen Vlog. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie gesagt, alle Infos unten in der Infobox. Und für euch gibt es jetzt noch hochexklusiv einen Drohnenabsturz aus dem Sommer. Einfach so zur Auflockerung des Abends. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.